Ich bin noch nie an einer Bär und ich gehe noch die Novet mit an einer Bär. Wie ein Bär? Da steht groß, hell, fuck me. Das ist Frau Bär, gehst mit mir, du Göttchen. Ach komm, du hast meinen Platz, Vater. Oh, ich meine, wir sind die Letzten. Das wird der Vater schon gesagt. Ja, haut ist das kein Kind mehr Zeit. Außer es wird ein Foto von da geblitzt. Jeden Tag immer unter dem Steuerbord blitzt. Ja, wir fuhren auch als zweimal ein und ich kann Tor alles in der Reihe. Alle, geht ihr mal gucken, dass da ein Platz ein vorne für Feier. Was ist dann Kapelle? Wie ein Kapell? Das ist ja nicht abgeregt. Also, wenn ich an den Himmel geguckt und in die Sterne gesehen. Das war ob Schämrich da draußen. Haut sie mal zu Kästel da bannen. Für was? Ja, du hast halt nicht immer einen Sterne gesehen, wenn du das Blut geguckt hast. Es hat auch an der geredet. An Hai nicht. Sagst du Sterne? Nee. Kein Sterne, kein Reden. Komm, lo. Wo ist dein Kopf? Oh, hallo, mer mal los. So, du wärst ja sicher so an der Tasche. Weil man die Preise aus nicht gefuttert. Das ist richtig. Also den Titel hast du nicht geklaut. Vater! Jedi, hi, aus noch ein Platz. Oh, hey, geht dir direkt von der Bühne hoch. So, dich kenne ich doch auch noch. Demos. An den 80er Jahren und an den 90er. Weißt noch? Das ist aus hier nämlich gut. Ja, das ist schon lange hier. Demos an der Hall Fucky, weißt du das noch? Was? Ah! Ja. Oh, Fucky. nu kann ich mich dran erinnern, das war ein Tag noch schön Zeit. Fucky. Vorverkehlen, du Bütschel. Oh, wir spielen aber nicht Nominäler mit. Kanner. An Hirn, du. Die sind jung. Du nicht. Den hat gern Fritte mit ganz viel Mayonnaise. Das ist sicher du Hannen, oder? Ich meine, dir die Götter lo üppig. So, was macht ihr dann so hei? Ich wollte eigentlich Kabarett spielen, von dem da bis ein Platz von tut. Oh, Kabarett. Seht ihr da kein richtiger Mann? Das ist aber alles Dingschuld. Willst du unbedingt wolltest mit der Kanner an einen Berg gehen? Und dann ist man kein richtig Männer. Ja, und das bei denen Preis. Ja. Das Kabarett. Du hast alles falsch gespielt, aber wenn du willst, auch noch gefuddelt. Ah, nee. Das Programm heißt, wird nicht gefuddelt. Komm, kann er mir gehen. Ich brauche keinen falschen Männer. Fritte wird ja sicher all 16. Ja, mein lieber Jung, die Kinder, die lernen es nie. Machen wir uns dann nicht viel. Wir haben am Saal das engem Leben noch nicht gefuddelt. Wenn wir mit anderen fuddeln, da das nicht schlimm. Wenn wir mit uns selber fuddeln, da das schlimmer. Wir wollen andere mit uns fuddeln, da das ganz schlimm. Ein richtiger Skandal. Überall geht doch halt mit uns gefuddelt. Du käst an den Playboy, schon bist du geschossen. Aber da warst ja gut kein total plagisch Madame auf einer Seite gesehen. Du fräst dich über den Fertigkaften gut Lasagne. Und da bist du gewohnt, dass er noch Zollstecker vom Abbesingen allen einer kranke Pferd schwammen. Du gesehst eine alte Freundin rum, etwa mal platt wie so. Du guckst und du staunst, du tätst du nicht mit einem sehr Push-Up, ob einmal viel mehr Holz führen dort. Aus Küff A, Küff Käfisch C. Du beginnst in alle College. Hintein dann Teiden hat sich für uns 2 Jahre radikalisiert. Du erfährst schrecklich, was schockiert. Du lugest dir gewohnt, dass ihr sich für uns 2 Jahre just von innen bis oben radikal rasiert hat. Du gehst auf eine Shoppingtour. Da weißt du nicht, ob du den ersten Hugo kaufst
oder ein chinesischer Bus, ein echten Hermesschal oder ein Hannesschal von Morris, ein echt Cartiers Auer oder ein aus dem Cartier von Molenbeek, der auch noch mir hart tickt. Du bewunderst an engem Reiskatalog die schönsten Urteilsfotoen. Du bestellst, du fliegst, und du hast Chance, du kannst auch nach unten und dafür der Motor der Bagger durch dein Zimmer. Du kannst wohl unverhof dich daheim und dann, oh, Freck, leid den Botsfrau Putzpuddel pläkig an dingem Solarium. Am Platz an den Neckar gründlich zu biechten. Ma überall geht der Haut mit Eis. Gefuddelt! Unheimlich viel. Geniert und geniert. Leng organisiert. Mei oder Manner. Manner oder Mei. Es geht gefuddelt. Da wird Kraft besser schmeckt. Da det blinkt, besser klingt. Noch mei bringt, Manner stinkt. Mei heich flitt, keine Krit. Mei oder Manner. Manner oder Mei. Es geht gefuddelt. Viel zu irren, nicht zu stirben. Viel zu wandern, leicht zu klammen. Viel zu muppen. Toppen, toppen. Anzuschlafen, auszuschlafen. Mei oder Manner. Manner oder Mei. Es geht gefuddelt. Net evaluert, Hof geluert, Gut evaluert, ungeluert, sehr evaluert, abgeluert, illegal, scheißegal, abgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben, unterschrieben, abgesagt, übersagt, illegal, scheißegal, hey oder Mama. Manner oder Mei. Et geht gefuddelt. Ob da löscht die Gummis bröscht, Botox spritzt, ein Dickfett Lips, Schäbeiß Zahn, voll Schnee für Tan. Sixpack-Bau, stramme Schlauch. Mei oder Manner, Manner oder Mei. Et geht gefuddelt. Wann der Mann nicht mehr kann, nicht mehr geht, aber sieht. Sie berät, möcht mir Fried, Anna Fried, ob besteht. Mei oder Manner, Manner oder Mei. Et geht gefuddelt. Et geht gefuddelt. Et geht gefuddelt. Gefuddelt.
also mal ein Titel für ein Kabarettsprogramm. Et gött net gefuttert. Dabei hat ihr nur noch kein Ernstes lernen, weil er den ganzen Kopf von wir dafür fuddeln. Ralleen, beduxen, schwindeln, etwas für machen, etwas für spielen oder auf halt Spieldorf gehen. Ja, das wäre mal blöd Titel für Kabarett. Es gibt kein falsch Spieldorf gehen. Es gibt nicht viel gemäht. Es gibt nicht viel gespielt. Stell dich mal vor, hier im Kabarett auf Schämerisch, es gibt nicht viel gespielt. Okay. Und da braucht man auch nicht gucken zu kommen. Nee, mit Fuddeln hat schon das richtig Tour rausgesicht. Aber wo fängt Fuddeln an? Auf wen wird an seinem Leben noch nie gefuddelt? Wer von ihr hat noch nie gefuddelt? Hand an Flucht. Boah, das ist nicht möglich. Na, danke, ja. Wer von ihr hat noch nie gefuddelt? Kopfreck, Lundert Mann aber viel gefuttert. Kommt, hat darauf, die sind am Gang nicht selber zu belehen. Du hast doch schon alles klein Kant gefuttert. Wen hat als Kant noch nicht bei meinem Jäger dich nicht gefuddelt? Wen? Ein gespielt, zweimal gereckelt, blöd geguckt und umgelacht. Boah, wenn die Eltern dabei waren, kriegst du einen am Dackel. Und dann hast du einen Schnuss geschnitten. Aber nicht, weil du einen am Dackel kriegst. Nein, weil du beim Fuddeln erwischt gehst. Das ist übrigens am Rest vom Leben noch so, wenn du erwischt gehst. Das Schönste beim Fuddeln ist, wenn du nicht erwischt wirst. Weil da kannst du himmlisch und feist lachen. Oder an der Schule. Wen hat schon an der Schule gefuddelt? Tond und Blut. Hat kein von ihr gekneipt? Mit kleinen Zielchen, die er daheim geschrieben hat. An der Crew, dass sie nicht gelesen an der Schule, weil er zu klein geschrieben hat. Und zack, auf der Wurst. Heute Stars kriegst du die kleinen Zielchen wenigstens zu kaufen. Da brauchst du schon nicht mehr zu amüsieren, für sie auszuschneiden. Und der Numm, der passt doch. Memo. Ja, an der Crew ist beim Kneipen den Kopf weh. Ob den Zettel geguckt, wo der Prof war. Ob den Zettel geguckt, wo der Prof war. Ob den Zettel geguckt. Scheiß. Wo ist der Prof? An Tagstunden hat er. Ich hat beim Kneipen mein nicht sexuelles Erlebnis. Ja! Bei mir an der Bank sitzt ein superflott Mädchen. Das Schönste aus der Klasse. Das hat sich immer ewigste von seinen Beinen Sachen drauf geschrieben. Ich schwarze, lange Kolon drüber gezogen, Heinz zu Strand gezogen, und geguckt, was drauf stand. Ihr könnt euch ja vorstellen. Ich habe ein bisschen besser kennengelernt und konnte schon aus seinem Kolon zeigen. Ja. Das ist ja gut gegangen. Ich hab gemeint, hat mich mit klein schreien. Und ich mit der Schnuss zwischen seine Beine gefallen war. Ich hatte da aber nicht angeschmiert, wo der Prof mich mit meinem Gesicht zwischen seine Beine gefunden hat. Nee, weil ich wurde King an der Klasse. Heute Stars kriegen die Jugendlichen doch schon überall gewiesen, wo sie fuddeln können. Zum Mord von der Pap VW fährt. Ja, oder Präsident vom Fußballers. Oder Politikmensch. Du gehst doch auch überall gefuddelt. Aber beim Fußball nicht bei Platini, Blatter und Konsorten. Nee, nicht nur bei denen allein. Ich meine nicht, das gibt schon beim normalen kleinen Fußballverein gehen. Die kriegen noch immer Fußball an Trikot, wären so teuer. Und dabei kriegen sie mehr Fußball von der Gemeinde bezahlt, von anderen gesponsert, wie sie 100 Jahre können brauchen. Auf von Trikot muss man nicht zu schwätzen. Ja, oder an die Musiken. Was die und Uniform an Instrumenten bezahlt kriegen. So viele Musikanten und die mal nicht. Nee, überall wird Korruption betrieben. Geschwindelt, gefuddelt und gedoppt. Und alles, weil der Staat nur guckt und matt mischt. Brauche ich schließlich Stimme bei den nächsten Wahlen. Aus das nicht gefuddelt. Und wir machen all bei dem Spiel doch matt. Ich war immer ein Fan vom Herbie.
Kennt ihr die Filme nach? Der kleine Käfer, den so sehr gut gern, dass an alles kommt. Ja, nee, das war keine Fiktion. Das war alles richtig. Den ist wirklich so bombastisch gern. Ja. All die du noch, die waren gedrosselt. Das heißt, sie hatten das schon gefuttert. Ich traue mich auch schon gut, mich für mein Golf zu machen. Und anstatt finde ich auch nicht mit der Mutter. Ich meine immer, die Leute, die man noch gucken, man fangen auf mich weisen und dann rufen, hey, guck, der knastert, der für doch so Fuddelvolks vor. Es gibt Berufe, wo Schwindeln, an Tierfähren, Vierspielen, Viermachen oder ein falsches Bild aufgehen am Alltag praktiziert wird. Guckt an der Publizität, und dann Garagen, und nicht nur VW, und dann Doktoren, dafür Koten, Politiker, also weiter, also führen. Meine Bahnen wird null beduxt gehen. Hey, guck bei den letzten Wahlen. CSV und der DDR CSV und der DDR für Gefudels geschwärzt. Der LSAP, DP an die Grünen und hat aufgestritten. Wie was stimmt dann lo? Und wir werden nie gewürgt. Aber wir können uns denken. Weil wenn das mega Gefudels war, das Chapeau. Weil es so Gefudels müsste an Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ja, weil ihr wisst ja, ein Politiker, der nicht alles verspricht, der fudelt nicht. Nee, der gesagt tschüss voraus. Was ihr hoch in der Zahl ist. Aber du kann sich viel besser rausreden. Apropos Staaterpolitik, wer fudelt halber seiner Steuererklärung? Tom dann klucht. Boah, okay, dann machen wir da nicht. Hat mal alle Hand an klucht von Schrift. Alle Guten. Wer meint ihn zu kennen, der bei seiner Steuererklärung fudelt? Der weiß nur mal Fanger auf den. Auch schon zu mal ganz anderes Bild. Je seht da, so ist es am Leben. Es gibt immer zwei Sorten von Leuten. Die beduckt gehen und die beduckt sind. Überlegt dich also gut, so weit ein Zucht dir wollt gehören. Also ich kann euch etwas sagen. Wenn da bis ein Kehr ein großer Fuddler ugeschmiert hat, dann fühlt er sich wie ein King. Wieso der Fuddler beim Poker entschuldigt? Weil Banne setzt den, der fuddelt. Ich habe noch am Rätsel schon und den hast du nicht mehr da. Was möchte eine Regierung, wenn sie 2 Millionen hat, für so Fenster rauszugeheuern? Ma, sie setzt Steuern drauf. Mach dich doch nicht lächerlich. Sie lässt eine Tüte machen. Oh nee. Du fängst immer mit deinem Nation-Branding an. Du fängst immer mit deinem Nation-Branding an. Finden Sie das dann normal? 2 Millionen für diesen Volk kennenzulernen? Das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Endlich mal eine Regierung, die das Volk will kennenlernen. Für es zu vermarkten. Na ja, dass das Volk schon ein Dorf schaffen kannst, da kannst du es wenigstens vermarkten. Für etwas muss es doch gut sein. Aber dass dabei rauskommt, der Christmarkt zu Straßburg. 13 Schallen, Lützebäuer Spezialitäten, Design und Deko. A Päckfilischer mit einer Christmutz. Das musst du dir mal vorstellen. Osterfischel mit einer Christmutz. A Grand Prix Kichelcher Grillwurst, a Carcase. A Frankreich, der Paradies von der Gastronomie. Lützebäuer als Folkloristen, am Platz als Bankenspezialisten. Das werden die ausländischen Entreprisen lo gelaufen kommen. Du bist simplistisch. Es geht doch auch um Touristen. Bon, Katarier werden wohl nicht mehr kommen. Die haben wir eliminiert. Mit Chinesen, die wollen an als Logistikzentren nachklammen. Das ist doch nicht leicht. Vielleicht, aber du willst sowieso nicht schaffen. Wieso? Wenn's dem Wirtschaftsminister, denen erstreicht doch bei all Gelegenheit, dass der Logistikcenter für die unqualifiziert ist. Wenn du schaffst, klebt ein Mensch, dass du nicht kannst. Und du meinst, Chinesen kämen auf Betebusch, wenn sie eine Grand Prix Kichelchen an unseren Zipfel mit Päckfehlerchen. Nee,
Mit kann ich nie wissen. Da darfst du das schönste so Initiativen. Kein kann sie falsch machen, weil kein weiß, was sie dachen. Bon. Was tun wir dann aber so für uns zu gehen? Kultur natürlich. Me Alland tut Kultur. Dafür brauchen das noch alles nicht. Davon aufgesehen wird gerade bei der Kultur systematisch gespurt. Und das wird in Zukunft auch nicht besser gehen. Schließlich haben sie Madame Nagel durch hier gesagt, weil der nicht ausgemacht wird. Apropos Nagel, wo geht der lo? Ob Dubai? Ja, die würde Geschäft abgemacht. Wo sie hier Kleider verleiht. Und Operndivan. Oh, das nenne ich Initiative geht. Das brauchen wir mehr hier am Land. Tut aber das Schiff in der richtige Kaliber dafür. Wir haben aber auch noch als Uni. Wir haben eine Uni. Ja, noch ein Land voll. D'accord. Aber dafür sei es aber immens gut. So ein Politiker und Traktoren. Ach, vergiss nicht, wir sind aber nicht mehr ein kleines Land. Mit einer kleinen Uni. San Marino hat gut kein, und Gibraltar auch nicht. Gibraltar ist eine Kolonie. Und wir haben keine Kolonien. Na sicher, Träger mit einer Uni. Du warst nicht seriös. Aber du weißt ja, was das eine Umfrage gemacht hat. Bei 1000 Einwohnern an ausländischen Einwohnern auf 500 Frontalien. Über das Volk. Und die ist ganz positiv. Natürlich ist die positiv. Die Frage ist immer so formuliert, dass das dabei rauskommt, was die gerne hat. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Steuerpolitik die ausländischen Konzerne mehr interessiert wie die Leute einheimisch. Das kennen wir alles. Mich interessiert, wie geht es hier rund? Aber du weißt ja, komm mal helfen. Das geplant bei diesem Kartoffel schwer, Sprangprozession auf die Champs-Élysées aufzuhalten. Eine super Idee. Die Franzosen und die Touristen als ein immaterielles UNESCO-Patrimon als Mega-Event zu verkaufen. Als einer ganzer folkloristischer Herrlichkeit. 3 Schritte noch 4, 2 noch Hannen. Mehr repräsentativ geht es nicht. Auch nicht für Europa. An dem Bord von der großen Avenue sollte Stämme sein. Mit ihr Zebulli, Bohne Schlubber Panischer. Ein Päckfilischer sollte verkauft gehen. Und auf einem Bischofsstab sitzen. An einem Bischofskab abholen. Ein Bischofskap? Geht es dann? Aber das erwarten Dschihadisten. Oh, weißt du, es sprengt sich so schlecht mit einem Sprengstoff im Teil. Mehr am Fall wo? All Mensch käme ja aber riecht an den Himmel. Es friert so just auf jeden. An der das die entscheidend froh. Weil ob Mächtiere am Sprengstoff werde schließlich 72 Schifferscher für defloriert zu gehen. Aber wie will dann 72 Schifferscher deflorieren? Besonders, weil sie seit Jahrzehnten da sitzen zu werden. Wie will überhaupt eng deflorieren? Besonders, weil sein Körper 114 im Trottoir leidt. Du meinst noch immer am Himmel hat eine Körper. Du geht es um Seelen. Aber wie defloriert denn dann 72 Seelen? Aber was dann da der Pläsier? Du verstehst das nicht. Dann erklär mir das. Ich verstehe es doch nicht. Das ist auch egal. Wie alles präpariert, war die echt päckfilischer Gebäck und Franzosen Rückzieher gemacht. Die hohe Franzosen. Wenn's den Dschihadisten? Nee, wenn es ein Bommelleer, den immer frei durch da lebt. Ich selber schuld. Ja. Und was machen wir da noch? Na, schön nun. Päckfilischer geht nächstes Jahr zuerst dann nach Verkauf. Dabo, es geht heute nicht um Päckfilascher. Es geht um den Affront. Aber das ist ja nicht der nächste. Vielleicht sollte man den Franzosen den Krieg erklären. Oder wenigstens Hecke Frankreich annektieren. Da wären Frontalien und Lützeburger, als gegen ihr so ein Ei am Land ausgehen. Und wir hätten einen eigenen Atomreaktor. Da wäre mir endlich eine Grande Nation. An, mir bräuchte kein Nation Branding mehr.
Jean Weber, conseiller de direction première classe. Bonjour. Bonjour. Für was wäret? Ich sich eng Platz. Da musst du einen Demand machen. Ich mache net lieber über Telefon. So funktioniert das aber nicht. Ich wäre gerne nur beim Volk. Ihr werdet gute Politiker. Da tut dir nur gesagt, Was? dass ich ein guter Politiker wäre. Hallo mal seriös. Für was wäret? Ich wäre gerne Minister. Wir brauchen keinen Minister. Was ihr nicht sagt. Der Marginagel sieht das schon aus, aber bis zum Ende von dieser Legislaturperiode holt noch den einen oder anderen Kap. Aber da melde ich dann da reinkehren. Es gebe ich bestimmt nicht leid tun, wenn dir mich holt. Monsieur, ein Minister muss vom Volk gewählt werden. Du kannst ihn nicht einfach so bei einem Ministerium rufen. Los und nicht, ich gebe nie fuddeln. Ich kenne Leute, die hat ich noch nie gesehen, und die dürfen direkt Minister. Das sind Ausnahmen. Ich sind noch eine Ausnahme. Für was will dir da gerne Minister gehen? Ich gesehen nicht mehr gut. Hä? Was hat das dann damals zu dienen? Da steht nicht überall an der ersten Reihe. Premier en rang. Dir versteht, was ich meine. Da kriegst du mal mit, was du durch immer lebst. Als Politiker muss da schwätzen können. Ich schwätze wie ein Wasserfall. Ja, aber egal was. Lo, mat mal los. Ich schwätze nicht egal was. Dir versteht mich just nicht. Nee, das ist richtig. Ich weiß nicht, was ihr wollt. 1:0 für mich. Ein Minister schwätzt doch wie Fasel in die Boden. Okay, Mensch hat eine Ahnung, um was es geht. Schafft ihr bei RTL? Nein. Dann habt ihr keine Chance, für Minister zu gehen. Für was? Das Gesicht hat nach kein Gesinn. Denen nicht richtig Gesicht, gesagt ihr noch nicht, als sie bis gewählt sind. Das Gesicht kennt Volk gut nicht. Aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Versteht er, was ich meine? Volk wird mich noch kennenlernen, wenn ich bis zum Ruder sind. Wie seht ihr? Da rode mal. All Mensch kennt mein Num, mir kein kennt mein Gesicht. Wir sind heute nicht beim Rumpelstilzchen. Ich sind den Bommeleer. Wen? Der Bommeleer. Schafft ihr bei der Police? Lausstadt, die sieht ja heute den Ersten an der Reihe. Du musst die Lehre mehr vernetzt zu denken. Ich stehe mein kleiner Bommischer, wenn ich bis Minister bin. Für darum muss ich es gucken, dass 10 an der Reihe sind. Hä? Was tun ihr 10 dann dummer zu dienen? Ma für das Wahlplakat. Wenn ich mich bis du da durchgebasst, so kann mir nichts mehr geschehen. Ich werde dir ticken, mir richtig. 2:0 für mich. Ich kann kein Politiker, der richtig tickt. Was für eine Kompetenzen habt ihr dann? Lausstadt, ich will nicht mit Wissen viel belastet sein, für die Arbeit rund zu gehen. Ich mache nicht genau dasselbe wie mein Kollegen. Dir muss ich ja viel Dossier schaffen. Kein Problem. Ich will immer das Vakanz, und dort zählt mir meine Arbeitsgruppe, was drauf steht. Für was für eine Partei interessiert ihr euch dann? Ich bin nicht so klein kariert, dass ich mich auf eine Partei beschränke. Ich habe Krawatten an alle Farben daheim. Lauscht doch mal noch. Das Gespräch hat überhaupt keinen Wert. Ich meine, wir haben Lob, dir klaut mir just meine Zeit. Beim Staat tut ihr doch mehr wie genug. Da mehr der Demand für Minister zu geben, mir ist das doch egal. Ich schreibe dran, dass dir mich rekommandiert. Gottes Willen, nee. Pass doch, was er sagt. Sonst kann dir Strafe zu sehr gehen, wenn ich bis Minister bin. Mit dir fängt ihr schon gut an. Politiker sind Spiegelbild von der Gesellschaft. Volk wird von denen regiert, die es verdient wird. Dir zum Beispiel, wo der Platz ja auch nicht einfach so kriegt. Oder, wenn den anderen Pionier stehen, die Platz hat müssen kriegen. Hast du nicht ein bisschen gefuddelt gehen, ha? Ich bin informiert. Ja, mir. Nichts zu mehr, weil dir sieht alles anders wie ich hoffe. Zukunft bleibt an meinem Avenir. Monsieur, kann ich drauf schreiben, dass dir mich rekommandiert, ja oder nein? Ja, Herr Minister.
ich schon 30 Jahre hier, dass ich vielleicht geschafft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch kann. Lo geht es aber durch. Du kannst doch nicht so, als Hausfrau hast du nichts geschafft. Ich sie freck geschafft. Ich hoffe nur mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wenn ich die Platz kriege. Dafür gehst du schaffen. Nee, wenn's der Familienministerin. Ihre Meinung noch ist wahrscheinlich noch geschieht. Wieso? Kennt ihr dich? Nee, mir hier Statistiken so in dat. Aber für was meldest du dich dann auf den Arbeitsplatz? Du bist da schon längst am Pensionsalter. Als Hausfrau kriegst du keine Pension. Da bist du dem Staat kein so wert. Ich hätte, wenn ich mich noch nicht an der Arbeitswelt weisen, kriege ich ja noch keinen Platz mehr und Kierfürst. Aber wir sind so dumm und akzeptieren das. Was soll man da machen? Streiken? Hausfrau streiken. Das wird mal etwas Ernstes. Sie könnt. Bonjour, mein Name ist Blum, Mighty Blum. Ich habe die große Aufgabe, und hat ihr drei die Person herauszusichern, die als nächste Sekretärin geht. Die könnt stolz ein bisschen, dass ihr traut, ihr Arbeitsmarkt zu weisen. Ihr wisst, Konkurrenz als hart. Nimmen ich von ihr kann Platz als Sekretärin kriegen. Nimmen ich von ihr kann als 10. ob da dir vom Direktor singen Büro stehen. Geht also alles, was ihr könnt. Wir fangen mit der Nummer A an. Und ich gebe darum bitten, dass die zwei anderen Damen eine Brille und einen Kopfhörer angetan kriegen. Weil, hei geht nicht gefuttert. Seid ihr bestört? Nein. Seid ihr lesbisch? Um Gottes Willen, nein. Was ist hier um Gottes Willen? Das ist heute das ein Pluspunkt. Das wäre bei uns nicht auf Frau kommen. Ich bin katholischer Zun. Erzkonservativ, das sind die Schlimmsten. Ich bin ganz tolerant. Mit denen, die so denken wie dir. Bis los sind ich nach Matthieu drängen, ganz gut ins gehen. Wahrscheinlich aber nicht jeder mit ihr. Dir könnt meine Familie freuen. Die hatte kein Schwab. Dir lädt nicht ganz viel Wert, ob äußert. Ich war ein bisschen Hausfrau. Und da hatte ich nicht immer Zeit, für noch mir zu gucken. Meld dich bei RTL. Sie sollen Egeri Looking proposieren. Ich stehe nicht gern in der Öffentlichkeit. Keine Angst. Wenn die No-Gucker bis gut gelernt haben, sie dir sehr vergessen. Will dir in nächster Zukunft nach schwanger gehen?
Ich mengen den zu als fort. Die kann immer rumkommen. Bei mir aber nicht. Kriegt ihr eine Regel nach oder seid ihr schon an der Menopause? Weder nach. Das heißt? Heinz, du kriegst sie nach. Und da könnt ihr lang nicht. Menopause. Das heißt, die will doch nicht mehr Mi-Temps schaffen. Nee, für was? Weil da die Anna Halschen von der Zeit nicht zu erdrohen sieht. Ich rappe mich zusammen. Du? Das darf bei Ehre Kilo aber relativ schwer sein. Mais bon, on verra. Kommen wir nur zum praktischen Teil. Hi, haben wir eine Nespresso-Maschine. Ehrendirektor hat gern eine Tasse Kaffee. Probiert das so professionell wie möglich rüberzubringen. Wir haben keine Espressos-Maschine daheim. Das spielt keine Rolle. Als gute Sekretärin muss ich lernen, mit fremden Maschinen umzugehen. Und die vielen Kapseln, die sind nicht gut für die Umwelt. Madame, die hat gerne einen Platz auf einer Bank, und nicht am Recycling-Center. Okay. Hätt ihr gern eine Tasse Kaffee, Herr Direktor? Gern. Oh mei, da gibt ja noch 100 Sorten. Aber was verholen ich dann noch? Ich will noch für Piano mal auf den Kopf fallen. Den nächsten. Sind ihr flexibel? Meine Devise ist immer bereit. Auch disponibel für außerdenkliche Service. Ich habe gemerkt, das ist wie eine Bank. Eine Bank mit viel Service. Aber das hängt von der Außentemperatur auf. Die ist immer ganz hitzig. Gehört die Bank heute im DSK? Nein, mit der DSK geht nicht mehr. Ich meine, für die Service habe ich nicht mit dem richtigen Alter. Die nimmer Blandauben, die auf alles sprangen. Kommen wir nur zum praktischen Teil. Hi, haben wir eine Espresso-Maschine. Ehrendirektor hat gerne eine Tasse Kaffee. Probiert das so professionell wie möglich rüberzubringen. Was für Kaffee hätte ihr, Herr Direktor? Rote, blaue, grüne, gelbe, schwarze Bohnen? Gelbe. Mit Zucker, ohne Zucker? Mit Zucker. Mit Warmwasser, ohne Warmwasser? Warmwasser. Serviert an einer großen Tasse oder kleiner Tasse? Kleiner Tasse. Direkt oder an einer Stunde? Direkt. Schon ein etwas von Mobbing hören? Ja, ja, das nenne ich nicht. Könnt ihr mit den Elebe schaffen? Schon das noch nie probiert. Normalerweise benutze ich meine Hände. Wenn ich mich gut drücke, kann ich das bestimmt lernen. Seid ihr bereit, über Leichen zu gehen? Mein Gott, sind der Hai? Ich habe noch nie einen gesehen. Hai gibt viele sind auf den Teppich gekehrt. Das ist kein Problem. Daheim habe ich das zwar nicht so gern. Wenn ihr das so wollt, also Papa hat es nicht. Kommen wir nur zum praktischen Teil.
Hi, haben wir eine Nespresso-Maschine. Ehrendirektor hat lo gern eine Tasse Kaffee. Probiert da lo so professionell wie möglich rüber zu bringen. Herr Direktor, als Sekretärin bin ich verantwortlich für Ihre Gesundheit. Das ist schon die 10. Tasse, die ich für euch mache. Meint ihr nicht, das wäre ein bisschen viel? Madame, ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Boah, wenn ihr meint. Aber ich an Ihrer Platz gibt das nicht machen. Ich habe an der Zeit auch ganz viel Kaffee getrunken, bis ich einmal Probleme mit meinem Mo kriege. Madame, eine Tasse Kaffee, wann ich gelieft. Merci. Die Dame, nehmen von euch kann Platz als Sekretärin kriegen. Ich berate mich lo mit mir selber. Wen Platz als Sekretärin kriegt, wen als 10. Nummer, ob da dir vom Direktor seinem Büro steht. Sie diret. Oder dir. Oder vielleicht dir. Also, ich fand das egal was. Ich will doch keinen Platz, wo ich den ganzen Tag muss Kaffee machen. Das machen ich schon von neues bis so daheim, für an der Riech zu bleiben. Für das Platz brauchst du Back plus 3. Ich verstehe das nicht. Du brauchst geschwinde Meister für Toiletten zu putzen. Die Damen, meine Entscheidung steht fest. Madame Blum, Eis Entscheidung steht auch fest. Wir wollen nicht als 10. Nummer ob der dir von Ihrem Direktor seinem Büro stehen. Wenn Direktor gerne einen Tasse Kaffee hat, dann soll er sich selber machen. Mit Back plus 7 Wettchen das zu können. Aber nicht, da kann sich ja bei uns melden. Hier wird kein Problem, um uns zu finden, weil bei uns daheim stehen wir als Erste Nummer. Ob unser Haus dir. Ah, wo? Ist ja bekanntlich das perfektioniertes Kommunikationsmittel, was wir kennen. Wenn wir einem etwas mitteilen an einer gemeinsamen Sprache, dann schicken wir als Sender und ein oder ein paar Empfänger eine bestimmte Message mit einem gewissen Inhalt. Wir benutzen dafür die Wörter in der Sprache, von denen wir uns hoffen, dass sie sich am besten eignen, für das den oder die Empfänger als Message auch verstehen. So ist das im Normalfall. Es kann aber auch gut sein, dass wir Wörter benutzen, von denen wir also hoffen, dass ein Empfänger etwas versteht, aber den dann aber trotzdem gar nicht das versteht, was wir so wollen. Es kann aber auch noch sein, dass die Message vom Empfänger bei mir näher verstanden wird, wo die Intention, die hinter der Message vom Senderstung aber ein ganz anderer war. Zum Beispiel können wir einem so just hierhin zu so, was hier will hören, für das der Sender gut durchsteht und den Empfänger beruhigt das und dann noch abhält, uns zu nerven. Ein ganz gutes Beispiel dafür sind Messagen von den Politikern an ihre Reden und Leute draußen. An einer Welt, wo oft ein gut Party Juristen, Advokaten
an einer op de Wiederei dat Gescheie beherrschen, as het oft erstaunlich, weil das Politiker fusisch gehen. Für allem, wann ihr bis zu 100 könnt, was das wirklich soll heeschen. Als Politiker benutze bewusst falschwerde Redwendungen für Reis am Tier zu feiern. Ja, als Politiker fuddelen also ganz bewusst für schön a proper do zu stehen. Wir wollen das anhand von ein paar Beispielen illustrieren, an dem es mal diverse Messagen, die von Politikern gesagt werden, so übersetzen, für das auch jeder versteht, was sie wirklich heeschen. Da haben wir auf der einen Seite den SGS, gerechte Spruch. Und auf der anderen Seite GNGS, nicht gefuddelt Spruch. Wann zum Beispiel ein Politiker sieht, Ich will das betonen, also nicht nachenkeiert. Dann heisst das auf GNGS. Dat seet vu wege pure am sinnischen Argumenter, die ich immer im Vier bringe, weil ich sos kein hun. An dem Moment sind ich auch gerade am Gang Zeit zu gewonnen, für mal zu evaluieren, wenn ich noch so will oder so muss. wann sieht, Ich kann nicht garantieren, dass wir das nach ein Kopf nicht holen. Dann heisst das auf GNGS. Ja, das ist exakt, von dem wir wahrscheinlich stärker schwätzen werden, solange wie wir an der Regierung sind. Aber ob du etwas geschieht, als ein anderer froh. Und ob das von uns kommt, als noch ein ganz anderer froh. Wenn man dann ein Kehr an der Opposition sollte, sie werden man nicht zicken, für direkt zu frohen, wenig geschieht an der Sache endlich etwas. wann sieht, Das sind der Politiker, für Prioritäten zu setzen, an sich die nicht mehr anzugehen. Dann heisst das auf GNGS. Ja, das ist ja auch nicht gerade eine neue Erkenntnis, aber wir glauben sogar, das, was wir hier erzählen. Aber wir wissen aber nicht, ob wir die nicht schmeiern haben oder als Werte gehen, respektive Wille gehen. wann der Politiker sieht, An der Sache besteht akuten Handlungsbedarf. Dann heisst das auf GNGS. Wir wissen, dass du etwas passieren muss, und wir wissen auch, dass dir es wisst. Wir haben ja auch gesagt, du bist etwas geschehen. Allerdings haben wir das just gesagt, wenn wir wissen, dass dir das gehört von uns. Wir haben ja auch gesagt, dass wir fanden, du bist etwas geschehen. Allerdings haben wir nicht gesagt, dass wir auch wirklich an der Sache etwas geben wollen. wann sieht, Wir wollen, dass das Volk über das Maximum von seinen finanziellen Ressourcen verfügen kann. Dann heisst das auf GNGS. Ja, da könnt ihr eine Steuerreform, wo der alle bei Lisette losgeht. Aber ich drehen also ich, mir ja noch genug so in der Portemonnaie, für einfach gut zu leben. Also ist das kein Problem. wann ein Politiker sieht, Wir müssen nach mehr Brücken bauen, für das wir weiterkommen. Dann heisst das auf GNGS. Ja, ich muss unbedingt wohl ein Kehr mit dem Schengen aus der Opposition hinholen gehen, für das den seine Partei überzeugt, für sich an der Sache nicht mehr gegen die Regierung zu stellen. Weil das fängt wirklich an zu nerven. ja, so sie als Politiker. Das passt aber, als ein Politiker, den abgeregt ist, nicht gut vorbereitet ist oder den in alle Improvis erwischt. Weil da kann es sein, dass sie von lauter durch an ihnen so gut verursacht seht und dadurch noch auf einer Spruch, die die Leute verstehen. Ein super Gau für den Politiker. Und an dem Fall ist es schon mal überflüssig für euch zu sagen, dass so eine natürlich definitiv geschossen wird. An dem noch null Chancen hat, für bei den nächsten Wahlen eurem gewählt zu gehen. Die wollen so
dat du sie als Mords gedient. An England do sind hin zu kal, hier wisse Schado get hier net an. Sein Job aus ihm zu pupisch, an dir sind noch net die Schnöch, an hier noch an dem Land do, überhaupt nicht bekannt. Sein Umgang an den Medien do gut genannt. Für Eis heißt das wirklich keck, wir frohen Eis recht wie der Gag. Da das witzig, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, nach mir witzig, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, ultra komisch, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Du hatte mir all gut gelacht, ja mein Leben Lück. Du bist kein Grand Duc. Dafür begrüßt heim gut kein, dass du unbedingt ganz unverdenkt das schmatt frichte lo hei sehns. Du müssen ger Karriere hei heb, ha 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 ha. Dabei wird es von Neusheit kein, ha 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 ha. Auch wannst du ich ein Buch schreist, gebiss eisem den Mund reißt. Du warst dir jutze schön für an Opposition. Dafür kriegst du von Eislo den verdienten Lohn. Für Eis heißt das wirklich keck, der Wiesler holt Eisen Respekt. Du warst witzig, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, noch mehr witzig, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, ultra komisch, ha ha ha, komm wir lachen, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Du hast mir all gut gelacht. Du kannst aber spät. Mei sehr gonget net. Was abgehalten gehen? Oder ugehalen? Nee, ich hab probiert nicht zu fuddeln. Was du spielen? Ich hab Radar gespielt. Mit denen ist aber nicht zu spielen und nicht zu spaßen. Für was? Du wo 90 Stropstung, hatte ich 90 Stramm. Am Tacho. Das Spiel hat ich das letzte verloren.
Da stung 70 Strott, und ich hatte just ein bisschen mehr drauf. Ninger feiert sich. Nee, 74. Ja, mit dat mischt Ninger 40 Euro. So sammelst du keine Punkte. Ja, mir schon aber Gott sei Dank noch kein verloren. Ach, das kann so ja gehen. Wie hast du schon? Ich noch nicht, aber mein Chef aber schon. Oh, das tut mir aber leid. Mir aber nicht. Oh, manchmal tun die runden Dinger so etwas wie Objektivität. Sie blitzen, egal wie groß oder wie teuer dein Gefühl ist. Ja, ob du mal einer Schrottmüllner durchrennst oder einer Sportsmaschine. Zu sehr als zu sehr. Das sie bei der Frone umgewicht. War das mehr schwer? Ein Kilo Plummen oder ein Kilo Eisen? Ja, an heierst froh. Was ist mit 75 zu sehr? Der Smart oder der Porsche? Beides. Am Fondgehalt total gerecht. Et mis noch so Radar kräe fir ze Moose wien, der wenig fuddelt an wo. Überall. Et gibt da überall gefuddelt. Was gibt da de geblitzt gehen? Wir gehen verblendet von den Blitzer, wenn wir als Politiker nur lauschen. Als Finanzmanager, als Sportler. Überall wird doch gefuddelt an die Schrein geschlagen. Geht auch geschmiert, geschmiert. Es geht über die Dauer gehauen, an den Mund gehauen. Es geht gelun, aber drun. Ob sie Höhne sehen oder Blatter, VW oder Formel 1, Sarkozy oder Putin, Beckenbauer oder Platini, Sharapova oder Messi. Ich gesehen ein bisschen anders. Ich meine nicht, dass das Fuddler sind. Nein, was sind sie dann? Das sind ganz einfach Menschen, die nicht können nähen sollen. Und nähen sollen können als eine ganz besondere Qualität. Das anfängt Geheimnis von einem zufriedenen Mensch. Aber so wenig können doch das. Findest du das wirklich? Ja, und die 5 Sorten von Menschen, die nicht können nähen sollen. Los, bin ich aber gespannt. Doch heute den ersten Tipp. Den immer probiert, dass es keinen Konflikt da gibt. Und das harmoniesüchtig, guckt die dich den anderen. So wie der Sepp Blatter, der du doch immer probiert, Konflikte aus seiner FIFA zu vermeiden. Für allem die, die Himise hätte können machen. Besser du bezielst, dann halten sie den Mund. So evitiert den Konflikt da. Den zweiten Tipp ist den sich immer aufpasst. Perfektionist ist, auf die einer Matt plant. Der Platini. Den hat sich dem Blatter angepasst. Ein Perfektionist war das just früher geringe Wurst, aber nicht mehr heute geringen Tisch. An der Panama ist Donner schief gegangen. Da geht noch der Kämpfer. Auch der kann nicht nehmen sollen. Dafür brauchen wir Gegner. Dafür kennt sie keine Grenzen und in dezidiert gern. Es sind Menschen, die gut vernetzt sind und der Welt Success holen. Das kann doch nicht mehr den Uli Hoeneß sein. Der weiß doch, wann es um Furcht geht. Der vierten Tipp, ein richtiger Drängler, ungeduldig, will alles durchboxen, schließt sehr Kompromisse, aber nicht mehr, wenn sie an den Kron passt. Der Berlusconi, kein kann so gut drängeln wie der Berlusconi, immer Kräfte stöppeln, also Stür schwulen. Oder der Sarkozy. Oder der Putin. Oder der Poroschenko. Oder der Lukaschenko. Oder der Gunlaugson. Findest du das schon mal? Den hat mal etwas an Island zu sagen. Oder den Erdogan. Den Erdogan? Um Gottes Willen. Los den hier aus dem Spiel. Han nur Mann verbietet den als nach der Kabarett. An der Kamerun. Ah ja, dumm Gang. Den hat ja noch sehr voll gefreut. Ihr wollt ja. Bist du sicher? So de mal. Dazu ein Saal mehr, ob sie da doch wirklich wollen, als eine andere Sache. Hast du noch einen Tipp? Ja, der Jaini. Der Schweini? Nee, der Jaini. Und er ist engagiert, mit Staat, was die anderen nicht wollen, hat keine eigene Meinung, aber bleibt aber um Projekt bis zum Schluss. Dafür seht ihr nicht ja, und nicht nein, mehr Jain. Jain oder? Schauen wir mal. Der Beckenbauer. Der sieht doch gut nicht mehr. Und der Messi geht Hand und Männer an der Prison. Wir können sie nicht alle abzählen, die notorisch ja so. Und noch nicht alle hinbringen. Für was sollen wir die hinbringen? Für das sie mal endlich lernen, nähen zu suchen. Zu wem mir Lützburger. Nähen zu LuxLeaks. Hatte mir doch wirklich nie gesagt. Nicht so richtig. Aber nicht so können wir aber. Nein. Nein. 3 Mal nein.
Das muss wohl als noch machen. So klar. 80 gegen 20%. Du schwätzt nicht wieder dafür. Weiss na zu was man nie gesagt hatten. War das nicht? Ja, was war das schon mal? Egal. Tatsache, wir Lützeburger können nicht so. Aber noch nimmer aus Prinzip. Das bei mir den Zaster, okay, Geld, kein Su und noch kein rote Wein. Es sind nun Nebenmole Spieler, sind Rambo, sind Killer, sind der Best bei Eis Geldspielautomat. Ich brauch sie eben die Gefiller, brauch den Klappern an das Klimpere von dem Geld wat fällt, mir mechtens doch du bleib. Da sind schon frustriert, mir morgen probiert, weil wenn ich spiel, ich ganz einfach Bankomat. Ich spiel Casino, Also Wunder, was immer ob der Bank hast noch Geld. aber Wunder, was wäre drauf? Ich spiel Casino, Also Wunder, was ist flott? schon nach besselche Geld. Also Wunder, was sehr fort? Mein Frau, die fried mich weller lovend, aber erst mal den Ovend. Okay, Geld, kein Su und noch kein rote Wein. Mat wat soll ich dann noch spielen? Brauch mein Geld für zu killen, weil zu Mondorf asse teuer wie ein Schwein. Sie Hundo hannen als auch Spieler, musst du rappen an der Knibbeln, bis die letzte so aus aller Rände speit. Da sind schon frustriert, me morgen auf der Bank probiert, du ich Bildchen an schon viel Geld. Ich spiel Casino, Also Wunder, was immer ob der Bank hast noch Geld. aber Wunder, was wäre drauf? Ich spiel Casino, Also Wunder, was ist flott? schon nach besselche Geld. Also Wunder, was sehr fort? Haut spiel ne Schuss nach Matten zeven, ja kein Spiel kann mich mehr kreien. Okay, Geld, kein Su, und noch kein rote Wein. Zum Mondorf kann ich nicht mehr spielen, weil es gäf mich direkt killen. Und ein Auto 1000 Frau schon verkauft. Ich kenne Haut ganz neige Filler, kenne Bierdlen an noch Zittern, an noch Banquetspielchen für mich so gemacht. Für mich zu schießen, rivalieren oder den dicken Bot schnell leben. Und zum Mondorf sind schneller ist der King. Ich spiel Casino, Also Wunder, was immer ob der Bank hast noch Geld. aber Wunder, was wäre drauf? Ich spiel Casino, Also Wunder, was ist flott? schon nach besselche Geld. Also Wunder, was sehr fort?
das schon ein Zeitchen hier, dass sie durchgezogen, dass dann der Bistro verboten ist zu filmen. Aber was war da so flott, bei einem Päckchen ein Zigarre oder eine Zigarette zu dämpfen? Nee, aus die Maus. Heute stärkst der wie nach Schuss beim Koffer an am Puff filmen. Blöd, hä? Boah, ich gehe da meist bei den Koffer am Mütze an den Puff. Das ist halt. Mit da ja mehr der Kerl, den ich am Winter Winzession enger Bistros dir tanzt nicht. Mir als wir, die Kloen, hier Bistroen giffen immer mi Eidel gehen. An die blöd Kompagne von der Horaska, willkommen in ihrem Bistro, die oder nicht brot. Marden und Koller und Fenster, willkommen für die Fimmerten. Auch schon aus dem Bistro voll. Ha, lo lachende pur nicht Fimmerten halbannen. Mir passt gut auf, das ist noch nicht fertig. Das nix, das ist den Alkohol. Der geht logisch für ganz verboten. 0,0 Promille. Tja, an der nix mehr für und dem Bistro. Mit einem Patschen und einer Zigarette am Grab. Und dabei gibt es eine helle, voll von Möglichkeiten. Es können den zum Beispiel, was können den? Fimmerbuden noch machen. So wie Fixerbuden, Fimmerbuden. Oder, ja, das ist schon eine Idee. Stell dich vor, es wäre erlaubt, an der Kirche zu filmen. Sie sniffen ja auch ihre Weihrauch. Das wäre auch nicht Neues für sie. Bis am 13. Jahrhundert daran, als an der Kirche gefilmt ging, an der Käsestuhl steht. Es muss erlaubt sein, an der Kirche ein Päckchen zu trinken. Sie trinken ja auch ihre Päckchen Wein. Alkeas von der Pastor den Kelch an Blut hilft Chitre sein Päckchen an Blut. Rift Prost! Sie kloen ja auch, dass hier Kirchen immer mi Eidel gehen. Und dabei hat sie mal nicht probiert, eine Aktion Willkommen an ihrer Kirche zu machen. Sie dürfen gut Weg machen, an denen vielen Trinkerten und Damperten kirchlichen Asyl gehen. Was meint ihr, wie schnell die Kirchen darum voll wären? Da kriegen sie die Leute auf den Ducksaal. Hoi, das ist es. Aus dem Ducksaal geht den Duschsaal. Ich kann mein, für den Damm rauszuziehen alles. Boah, du könnt an der Platz weiß neben blauen Damm raus. Also wieso? Auf viele Religionen das Verbrennen von irgendetwas Tradition. Bei den Buddhisten, da sind Räucherstäberchen. Bei den Katholiken, da sind es, was ist das schon mehr, was die massenweise verbrannt haben? Oh, das verhext. Da komm ich nicht drauf. Ah ja, Weihrauch. Und dann bleiben Zigaretten. Der Pastor, der gewinnt Zeit, weil Schnappi muss man Weihrauch abhalten. Am Dommer, da geben sie auch eine Einnahmequelle kriegen. Auf hier und dann von der Kirche kommen 2 Zigarettenautomatisch durch. Ein mit Lützebäuerchen vom Landewig und ein mit Ausländischen vom Philipp Morris. Und neben dem Duschsaal können die Kantwäsche tun. Mit dieser guten Wirtsfrau aus den Dörfern in Drun. Dann hat der Junge oder ein Jahr bescht. Boah, der Pastor aus dann zwar Dachs und Clinch mit hier, weil sie halt zu mir hart schwätzt wird. Zu muss bei unserer Wirtsfrau. Oh, und über dem Kant war ein großes Reklam von Mariland, Ducal oder Kammel. Brauerei und Tabaksindustrie geben sich überschlagen, für finanziell und technisch Hilfe zu gehen. Die geben bestimmt einen Stil aufstellen. Die einen sagt, mit einem Loch für die Päckchen dran zu stellen. Und die andere sagt, ein Loch mit einem Meschenbecher. Heute, ich stelle mir folgende Situation vor.
Sondesmoes an der Mass seht ein Album zu der Rannerer. Stell ich mir vor, die letzte Sonden und der Mann an der Kirche gefilmt. Es sind so erschreckt, mir aus mein Nelpling aus der Hand gefallen. An der Fastenzeit wäre natürlich alles hinfällig. Zigarettenautomatik in den Wäsch geholt. Der Kant war just nach Heinz Dorp, wie am Platz Hamburger und Hotdoggen. Ging just nach Fischstäberchen. Bon, dann ist eben ein Koffer à Pouvo gesagt. Bis, dass sie merken, was für ein Sinne Babylon Männer sich mit das rumtreiben. Da geht Fastenzeit abgehoben. Zigarettenautomatik in ihrem abgeriecht, an den Kant war, als das normal ab. Und dann da wissen wir's. Die hast nicht mehr gemacht. Nein, die hast von 6 bis 8 an hecht Happy Hour was. Für 2 Pat kriegst du entweder ein Hostie gratis oder ein Vater unseren oder Beucht fortgeholt. Jugend, dem ist dem mal am Mond ein Pille de Jeune. Me, anstatt Moes zu pilgern, meinst du da doof, es 10 Uhr. Moes 3-4 Uhr, da pilgern sie nicht heim. Dat sie gewinnt. So gehen die Jungkraut auf den Tür. 2 Mal am Mond, da machen sie Mathe mit frei nicht. Me, Police, die kann kein kontrollieren. Das ist ja ein kirchliches Evenement. Anstatt Alkoholkontrolle an der Gegend von den Bistros machen, gehen die an der Gegend von der Kirche gemacht. Die ganze Wirtschaft wird nicht angekurbelt. Die Architekten und die Entrepreneure kriegen ihre Mabest. Überall gibt es Steckdosen installiert, für die elektrische Zigaretten abzuladen. Es können extra Eck für Pfeifen und Zigarrendämpfer dabei. Das Ganze ist eine Win-Win-Situation für jeden. Kirchgeber pro Jahr die Millionen Schuld aufbauen und ihre Millionen auf der Heger Kantlein hun. Was der Staat dazu feiert, Kirchensteuern anzuführen. Aber nicht wie da reden. Nein, die Kirche muss Steuern bezahlen. Auf Flotsch, ein paar Jahre drauf, als ein Wunder geschieht. Also ihre Millionen Schuld. Mengt die so weit kommen? Ich meine nicht. Wie weit diese dann? Dann holen sie sich all die 4, die zu viel Kilo noch bleiben haben. Nee, ich meine. So, die Welt guckt ihr dann nur alle gut auf mich. Also, ich fand das doch starken Tobak. Weil für kurzem Bekannte von mir das zeitlich gesehen hat, sind ich mal immer an eine Kirche gegangen, für uns so eine Trauerfeier zu holen. Trauerfeier. Ein bosses Wort, das eigentlich als Gegensätze zusammengesetzt ist. Entweder ein Trauerden oder ein Feierden. Beide Sachen zusammen macht wenig Sinn. Schon halt kein gesehen, wie ich Gektor rundherum den Auto laufen und mit schwarzen Konfettiskreizer rundherum sich zu geiern. Von viele Widersprüche, die ich nicht verstehe. An der Trauerfeier so die Pastoren und anderen. Er starb in der Hoffnung, ins Himmelreich zu gelangen. Sorry, ich habe die Verstorbene gut genug kannt, für zu wissen, dass sie nicht an der Hoffnung für zu sterben gestorben ist. Nee, da bin ich mir ganz sicher. Und du hättest danach geheischt. Herr, lass unseren lieben Toten in den Himmel ein. An? Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Ma mich
ass natürlich den Herrgott, Gott, Jehova Jahwe gemeint. Dat tut bedeit für mich. Lauscht mal bocht. Wannst du nicht du mich lebst, dann hörst du nicht wie lang zu leben. Allo, nur dingem Tod. Das ist doch schon Chantage, das du. Nee, was so nicht. Das ist ein Postmortalmordung. Me, wie lebt das kannst du eigentlich auf? Ich stelle mir das so vor. Seel vom Verstorbenen, eng originalgetreu Kopie vom Körper, schweft, wie von magischer Kraft, schaukelnd, wie ein weiß Plum, Richtung Himmel. Boah, ich will auch nicht drüber spekulieren, wo genau, an ob Wettfränger heisch die Himmelsperrt du hast. Darüber sollt nicht, sich den Kopf zerbrechen. Mir eins bin ich mir sicher, etwas mehr heisch wie die Luke sehr flieht. Ja, so hätte ich wieder am Weg am Vakanz schon gesehen. Apropos Himmelsperrt, es ist mir sicher, der geht da mehr wie eng. Ja, weil man länger geht es nicht durch. Laut Google sterben auf dieser Welt pro Tag 160.000 Menschen. Das ist streng statistisch gesehen 6.667 Seelen pro Stunde oder 111 Seelen pro Minute, die du an der himmlischen Opfangstruktur kommen für nur Asyl zu frohen. Und die dann noch weiß, dass die Schwarzen und die Weiß, Katholiken und Moslem, Rechthaber, Besserwisser, Konservativer und Homosexuelle und so weiter getrennt müssen gehen, dann ist es doch nicht mehr logisch, dass ich von Himmelsperten schwätzen muss. Und was geschieht eigentlich, wenn der Member vom Kuckucksklan do an der Reihe aus Langweil mal Schwärze lyncht? Nee, kein von der CSV. Ein Mensch, den seine Wurzeln in Afrika hat, als den dann zweimal tot. Oder geht er durch ein Leben, weil Minus mit Minus geht ja ein Plus. Nee, kommen wir bei unserem Thema zurück. Die Verstorbene steht also weit zusammen, weil an der viel an der zugedeelt gehen ist. Und er schwätzt damit das Gleiche, bis er nun 3 kann. Wenn man dann am Gische besuchen, da kann der Titan sich folgendermaßen aufspielen. Beispiel 1. Ich gehe davon aus, dass das die offizielle Begrüßung ist. Wer ist Ihren Namen? Darwin. Charles Darwin. Oh, Fred, ob so wie ihr schon heute noch gerade gewacht. Das freut mich. So, sie dir nicht den aus Geschichte mit der Genesis und am Noah seine Arsch versaut hat. Hat das wirklich müssen Sinn? Aber ihr müsst ja aber zugeben, dass Geschichte ziemlich unwahrscheinlich war. Oder sind die Fische, die nicht an den Tisch gepackt und alles auf? Oder haben dem Adam und Eva seine Nachfahren sich durch Inzest vermehrt? Darwin, gleich dir, oh Gott! Nicht am geringsten. Nimmer, wenn du Gott gelebt, wird man ewige Liebe belohnt. Dir geht an der Hall gegrillt. Dauert das lang? Ewig! Da leben ich ja aber ewig. Und der an der Hall, an ohne Gott zu leben. Raus, verschwand! Beispiel 2. Grüß Gott, wer ist Ihren Namen?
Abdeslam Brahim Abdeslam. Attentäter de Paris. Boah, die sieht echt aus wie eine Skulptur von Picasso. Mir so gesehen all die Kamikaze-Attentäter aus, die bei mir hochkommen. Entschuldigt, ich meine, es sind nicht richtig. Da oben im Schild steht Himmelspart 7. Mir goufen eigentlich 72 Jungfrauen am allersingen Paradies versprochen. Und nicht keucht vegetieren am Herrgottsingen Himmel. Wen hat dir Stehbrachter erzählt? Erstens, Gott an alles wie Speck und Schwengefleisch. Oder wie Buschellerin a Pastet. Das ist dasselbe. Zweitens, wo soll schon die 2 Jungfrauen kommen? Sind da mehr 68. Und sind da alle die Pölfje du noch verdient? Sind die Jungfrauen so rar wie Weißkurven? Drittens, der an Akolytenhut 120 Leute im Brust. Du dir selber disqualifiziert. Wir alle waren es 129 Ungläubige. Also, den Allah versteht, nee, den Herrgott wird als nie die Hände bestrafen. So wird eise Prophet geschrieben. Immer das Aufmuchsen am Namen von Gott. Hey. Fällt dieses Formular raus. Und dann gucken wir weiter. Hey. Das löscht doch kein Dilono a Gogo so viel fuhren. Mit ihm wie Hitler, Papst Pius XII., George W. Bush und... Oh ja, pardon, der hilft ja noch. Der Casting bei Mengen Bekannten war sicherlich viel mehr einfach. Der Fall gesagt, als ich überhaupt genug kam. Ich war bestimmt nach einer Wehe an der Bistro für Dustrich Seelen und hat sich da seine Straße mit Feuerwasser gefegt. Du, ihr kennt sicher den Begriff Fegfeuer. Mir du gehst aber noch etwas, was ich nicht kapiert habe. An der Trauerfeier hat es noch geheischt. Am jüngsten Tag, zum jüngsten Gericht, Den Datum gouf nicht präzisiert. werden alle Toten wieder auferstehen. Ja, ne, was heißt das da noch schon drin? Oh nee, alle mal nicht noch anderen. Sein verlässt die Körper. Der wird da verbrannt oder von der Wirm als Delikatesse gefräst. Kommt zählt oben an der Rezeption oder am Archiv von der himmlischen Opfangstruktur bei einem von den Himmelsperten und muss dann die ganz Frohen darüber sich ergehen lassen. Geht noch angedeelt. An den Zimmer oder an Teil, wo auf ewig gepiesackt und gestraft wird. Nee, das ist doch schon tot. Wie geht die Strafe darüber nicht matt? Aber wie wenn das nicht noch kompliziert genug wäre, da soll die Leich, da soll die Seele nach enges Tages auferstehen, nachdem sie als Leich für jüngste Gericht war. Mon Dieu, quelle affaire abracadabrante! Ja, also die das für alles kompliziert und inkohärent. Wie wird meint der unnötige Staat aber alles verziert? Und dann wird die ganze Scheiße und auch vom Staat subventioniert. Noch etwas, was ich nicht verstehe.
Ja, Soll wir bestellen? ich rufe Morgana. Pizzeria Trucker Bongiorno? Morgana, mir gebe dir bestellen, wenn ich lift. Ja, direkt. Ja, Ein Margarita. Wie immer. Pizzeria Trucker Bongiorno? Morgana könnte mir eine Margarita für 2 kriegen, wie immer. An ein Flasch Roten. Sì, subito. Ja. So, findest du nicht, dass das Siessen für einen 40-jährigen Hochzeitstag ein volles Success ist? Mit all unseren Freunden und Bekannten. Und es hält nicht ab. Stimmt. Ich habe just Menge E-Mail gelesen. Der Pierre und Jasmin und Ralf und Silvia haben sich an der Zwischenzeit auch gemeldet. Damals sind wir auf 53 Mailen. Plus die 963 auf Facebook. Das war eine gute Idee, für uns 2 Monate mit diesem Countdown anzufangen. Dabei kommen noch die 38, die wir am Laufe des Tages angerufen haben. Wie viel waren es da bei dir? 23. An den Ofen, das ist noch nicht gelaufen. Bis gleich. Salut! Ja, das ist aber lieb, dass du riefst. Ja, wir sind am Restaurant feiern, weißt du, da bei den Italienern, wo wir immer gehen. Ja, super Ambiance, viel Leute. Ja, merci. Bis ein anderer Kehr. Ja? Heidi, hei muss ich da verwarten. Du lachst und du spreckt. Cool. So, auf wie viel sind wir da noch am Total? Wart, einen Moment. Ob 1077. Komm, wir schießen ein Selfie und posten den auf Facebook. Da kriegen wir bestimmt noch ein paar Liken. So, die posten ich direkt. Vielleicht kommen wir ja aber auf 1500. Wird das nicht genial? An der Zwischenzeit sind dann noch 18 dabei kommen. Das müsste 1095. Guten Appetit. Gleichfalls. Ob es 40 Jahre Krieg, wie hat damals gedacht, dass wir ein Köier so populär wären. Ja. So. Findest du nicht, das heißt, ihr seid ein Success. So ein großes Dienst hatten wir da nie. Und dann unsere Freunde. So willst du das sehr? Nee, merci. Just ein Espresso. Pizzeria Trucker Bongiorno? Morgana, 2 Espresso, wann schrift. Direkt. Grabbergin auf Haus. Oh.
das ist aber lief. Mit Gläser sind ja eitel. Das ist ein virtuell Grappe. Exzellent. Die beste, die macht Götz. Oh, Die ist wirklich exzellent. Könnt ihr Reisorlo als virtuelle Rechnung bringen? Et vor einmal ein arme Menschen, den nicht das Land geirft hat, hat nie auf dem Dorf im Land luch, a just op der Grenze neben dem Bauperimeter luch, mehr an de Geringzonen, so dass hier forciert go für de PAG von der Gemeinde Männern zu losen. Zugleich war hier noch ein guter Freund vom Bürgermeister. Wir nennen den Mann Luigi Fontano. Der Bürgermeister war den Herr Poli Flantes. Der Luigi konnte schreiben zum Notar, dass hier zu Himmelingen an der Gemeinde Tenteling in Terrain geirft hat. Darauf hin, als hier schnurstracks mit dem paar Bayer bei der Bürgermeister Poli Flantes auf dem Büro auf der Gemeinde ging. Ciao, Poli. Ja, sorry, Luigi, wie geht es dann? Oh, bestens, ich kann nicht kluen. Mit kann man noch viel besser gehen. Das wird ja auch nicht um mir hängen. Doch, ich brauche den Hilfe. Was kann ich dafür schmecken? Ma guck, ich habe von meinem Monigino ein Wiss geirrt. Wenn du da in Richtung Töntling fährst auf der Hauptstraße, hat den Patze Fritz sein Stall. Schmengen die Wissleit nach dem Perimeter. Ich will meinem Bauf, dem Toni, einen Bauplatz schenken. Schön für dich. Dann hör ich mal den Plan, da gucken wir dazu. Ja. De Flantes aus de Plan sich gegangen, huet den abgeschlagen, huet dünn e ganz bedenklich Gesicht gemäht, also zum Luigi. Luigi, geseiste die gestrichelt Linhai um Plan? Ja, für was? Ja, das Perimeters Grenz. Also, was ist das dann? Du kannst es da bauen, den Terreleien außerhalb vom Perimeter. Nee, mein Money soll doch keine drauf bauen, ne? Nee, Perimetergrenz liegt ganz genau auf der Grenze vom Pütze Fritz im Stall. Kijk, nu sind ja getauft. Was kann ich dann da machen? Oh, du kannst froh für die PAG-Männer zu lassen. Hä? Wer ist das genannt? Was ist das? Der PAG, Plan d'Aménagement Général, der Bebauungsplan. Ah, und dann? Aber du musst eine Demande machen, für den Terrain an den Bebauungsplan anzukriegen. Und dann? Wenn es das gemacht hast, kriegst du eine accusé de Rezeption von der Gemeinde. Und dann musst du das Ganze an den Gemeinderat für zu gucken, ob den d'accord ist, für dass du dein Terrain kannst an den Bebauungsplan ranholen, für dass man Perimetersgrenze erweitern. Wenn das durch ist, dann musst du nach die ganzen Prozeduren über den Jargon lassen. Oh mei, Poli, meinst du, das ging wirklich durch den Gemeinderat gehen? Du weißt, dass hier von meinem Höhle Niki und meinem Patze Fritz nicht gut Dienst gehen immer. Wir mit den anderen sind nicht immer gut Dienst gehen. Nee, dein Kabarett. Mam Niki schwätzen, ich werde ihn doch noch gerne einen Terrain an den Bauperimeter ran. Und mam Fritz kann ich ein kleines Höhlen, da klappt das schon. Okay, Poli, wenn du das siehst. Wie geht das dafür? Ah, da musst du einen Plandirektor zeichnen lassen. Der geht dann immer an den Gemeinderat, von mir dummer da d'accord sind, schicken wir das dafür an das Minister der Landtür, an den Umweltminister und an das Wasserwirtschaftsamt. So, das kostet ja aber bestimmt viel Geld. Wie bezahlt das dann? Aber Luigi, du schießt du nur den Bauplätzen. Aber wo geht ich das Geld da sicher? Da lehnst du, dass du für dich noch verkaufst, eng für Dinge Bauplätzen, und dann hast du noch immer zwei Recht.
Ja, was kann das ungefähr kosten? So 25.000 €. Ja, ich überlege mir das noch. Mir am Falls, ja, bei wem Architekt muss ich da gehen? Ma mir als Gemeng mehr schaffe ganz viel am Architektebüro Botterblum zu summen. Ja, aber Poli, ist so dir Bescheid. Ciao, Luigi. Ciao. De Flantes huet seg de Marsche gemet, an de Gemengerot war d'accord fir de Perimeter ze erweiteren. Duno so hin dem Luigi beschéet. Den Architektebüro Botterblum, de Flantes an de Luigi kommen zu summen. Bonjour, die Herren. Luigi, darf ich den Herr Amboss vom Architektebüro Botterblum vorstellen? Enchanté. Herr Amboss gibt dir dem Herr Fontano erklären, wer Lopen durchkennt. Ma mir machen is Plan für de Morselement vum Terra an höllen de Niwer vum Wasser. An Dono macht man an Ehrenum de Monten op den Interieur, fir d Wasserwirtschaftsamt an den Umweltminister. Was kostet das dann? Dat er schwiert ze so fir de Moment. Aber die 30.000 €, wird das ja viel erbig für das alles zu merken. An, dann dürfen noch nicht so viele Etude müssen gemerkt werden. Ja, aber komm da her. Den Architekt huet seg Plan mat de Moossen, de Niveen, der Rückhaltung vum Wasser as so weiter gezeechchent. De Plan ass bei de Gemengerot gangen a gouf ugeholl. Duno ass se fir Via pour Approbation an den Umweltminister a bei d'Wächtzer Wirtschaftsamt gang. Dun goufen den Architekt, de Luigi, an de Flantes bei Cellule d'Evaluation, bei de Bewertungsgruppe vom Innenminister an Staatsberuf für iwwer Bauperimetererweiterung Stellung zu holen. Dech am Minister sollten des Weiteren Van Warmadam, Präsident vom Gruppe an zugleich Planungsbeamten, Madame Lafleur vom Umweltminister und den Herr Blander von der Wasserverwaltung. Die Damen, die Herren, mir so nicht merci, dass wir das Projekt heute vorstellen. Herr Amboss, die Hut vor. Ich stelle nicht einen handvermengen Plan der Weiterung vom Bauperimeter 4. Maar ja, dat is in principe ook een goed zaak. Maar die ziet een landgemeng. En dan moeten we niet oppassen dat die van het rooskin aan de levenskwaliteit voor de bieren herhalen blijft. Wat mengt hier doet zo die heren, Madame Lafleur? Ja, wat den Herr Van Warmadam gesagt hat, das ist gar nicht so falsch. Wir müssen gucken, ob wir mit dem toten Projekt Fledermaus nicht so viel steuern. Und überhaupt, hat er schon eine Tüte gemacht. Über Fledermaus, über Rachvolle wie der Rot Milan oder den Ich fand ihn nicht am Dossier. Ja, von dat gefroht, dass der Rechnen mir dat no. Wie wird die Wasserverwaltung dann dort so? Für das muss man mal gucken, ob man an den Kanal kommen. Und dann das ganz Flasche Wasser. Wo gehen wir hin, Domat? Hast du schon eine Tüte gemacht? Nein, mir gemeint für 3 Häuser bräuchte mir das nicht. Weil das geht doch schließlich kein so großes Wasserabkommen. Das kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Du musst dir deine Berechnung gemacht gehen, ob man keine Rückhaltung muss führen. Goed, zie maar eens al eens dat we nog verder etude brauchen. Toen kunnen we dan al die niks vragen. Dank u. Sie sind aus der Nähe gegangen und der Architekt hat probiert, mit dem Büro d'études Lösungen zu finden. Noch pro Monat hin haben sie sich auf Rendezvous beim Umweltminister getroffen, wo dann über die ökologischen Maßnahmen beraten gehen. Der Architekt Amboss, Helga Muselblum, Vertreter vom Büro d'études Gring, Lafleur, Luigi und Flantes. Gute Morgen, Madame, die Herren. Hat er fleißig ein Projekt weiter geschafft? Ja, Madame Muselblum stellt euch mal vor, was wir alle schon gemerkt haben. Also, heuer sein Etüd über 2 Monate Fledermaus in der Sicherung. Wir haben festgestellt, dass wir Boxcap-Fledermaus, schön magredischer, und den großen Pferdschwanz da haben. Von Milan, da haben wir nicht festgestellt. Und den könnt ihr sowieso nicht viel. Wie könnt ihr so, dass den nicht viel könnt? Heute vier besser Wellingen haben wir ein Koppel bringen. Und da fliehen damals in der Sicherung über 2 Monate.
gemacht gehen von April bis November. Und da kann ich recht feststellen, wer Zochten noch hier kommen. Und überhaupt, mit ihrer Suppe. Wie steht das da, Mann? Pfui, muss ich mir auch noch nach einer Suppe machen? Ob sie der Fall, nicht dass man nach einer wertvollen Biotopen zerstören. Entschuldigt, was ist ein Suppe? Was hat ein nass Platz? Mam, nee, das ist ein deutschen Ausdruck. Das heißt Umweltprüfung. Ah, aber muss dann du gemäht gehen? Du gibt Analyse geholt und da wird geguckt, ob kein Nasplatzen, Seelen, Amphibien oder Anaderen abtauchen. Auch fies. Und geht auch nur der Fies geguckt. Die muss sich schließlich erhalten gehen. Das ist ein Reglement Grand Ducal. Nee. Fies haben wir da genug. Ich gut letztes Jahr 3 von meinen Gänse geholt und 2 von meinen Hinger. Da sollten wir auch noch ein bisschen auf den Marder gekommen. Oh, das ist eine gute Idee. Dann noch keine Nonna gucken. Poli hat ich nur nicht gesagt. So, Madame, die Herren, es so nicht vielmals merci an der Schaft der Moschee und den Aufgaben, ne? No 8 Meint kommt Zellule d'Evaluation de Bewertungsgruppe vom Innenministerium zu summen. Mam Luigi, dem Bürgermeister Flantes, dem Architekt Ambos, der Spezialistin Muselblum, dem Van Warmadam, der La Fleurs und dem Blonde. So, die Damen und Herren, wie weit sind wir noch? Ma mir so nicht merci, dass man so sehr Rendezvous tun. Herr Ambos, dir hut fuert. Als Büro der Tüten hat ganz fleißig geschafft. Und ich kann euch versichern, dass wir alle Komponenten Rechnung gedrohen haben. Die wird doch gesehen, dass also Plan ich impressionieren wird. Und ich stelle dann Lodlo als Suppe vor. Aber da muss ich bleiben. Ma mir hun de ganzen Terra analyséiert. Das kein Mauer do, kein Weiher, just nimme Gras. Pur Orchideen, die Weißperle von Istanbul, an die Move Schreckschrauf, Fledermeis, die mir auch schon bei der ersten Keier festgestellt haben. Kein Milan Brito und auch kein Hein sind die entsprechend Flank. Aha, Fledermeis. Die hat aber kein Korridor hier gesehen. Die Tiere müssen doch früher können gehen. Und da stelle ich fest, dass die auf Schreckschrauf Ausstiefel leiht. Die muss unbedingt nach Halle gehen. Die muss man unbedingt als Biotop anzeichnen. Auch wenn das dann ein Bauplatz kostet. Also nein, es sieht so nicht, da kommt ihr. Was sieht Wasserwirtschaftsamt, Herr Blonde? Ich habe noch keine Etude über den Niederschlag gesehen. Wie viel redet du an einem Jahr? Und ich brauche eine Etude über das ganze Anzugsgebiet. Und wie viel Wasser ein 100-jähriger Rehen noch zu springt. Man muss dann doch schon gemäht gehen. Das hier zu gucken, wie groß Rückhaltebecken muss sein. Apropos Rückhaltebecken, muss man der auch noch innerirdisch bauen? Das kann ich nicht so sagen. Das muss eine Etude gehen. A priori, ja. Ein von 150 Kubikmeter an den offenen von 750 Kubikmeter. Aber wie soll das dann alles bezahlen? Ja, den das Lotissement aufgeht. Übrigens muss ich euch darüber hinweisen, dass das Repai, so wie ihr das oprichten wollt, nicht an Landschaft passt. Da müssen wir euch gar nicht herangehen und es muss eine andere Struktur dran. Wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr Pläne erreichen. Aber ich wiederhole, Aufpassung von den Repaier. Ein komplette Etude über das Wasser mit einem Korridor von der Flandermaus. Ein Reserve naturell für die Schreckschraufchen. Und dann können wir das erreichen und dann kriegt ihr eine Genehmigung. Denkt auch noch über die Zählung von den Fischen und den Marderchen. Und das alles für 3 Häuser schaffen. Soll man nicht auch nach 12 schaffen, mit der Zählung ranwählen?
Ich hatte ja besser an einen Hirnbunnen zu gut. Gelee. Moje Bär, wie schön dich zu gesehen. Wie geht es? Merci dann no, Frau ganz guter selber. So hast du aufgeholt, du seist tipptopp aus. Wirklich, mir den etwas. Das sehe ich aber froh. Du hast bestimmt 5 Kilo aufgeholt, oder? Schon aber auch stramm dafür geschafft. Was hast du gemacht? FDH am E-Fitness-Coach. E-Flotten, ich so in da. Du hast FDH mit deinem Fitnesscoach gemacht. Los so nicht, du hast mit dem in... Nee, nenn den das wel so. Oh, Frack. Auf wen sie mir dann? War dein Schicks? Ich meine, das ist Charlene. Weißt du, was bei uns mal am Tonverein war? Das hat doch ganz ernst ausgesehen. Das hat doch Rothaar. Was hat sie gefühlt? Moin! Moin. Ah, für das angebildet ging. Dumm Tos. Hat weiß vielleicht nicht, wie wir mir sehen. Oh, so viel Humor ist doch nicht verändert. Doch, ich schon aufgeholt. Und du hast viel mehr Fälle wie früher. Also, ich bin da bestimmt nicht mehr wie du. Ich gehe regelmäßig an den Salon de Beauté. Das gesagt ihn einfach nicht. Ich an Dinger Platz gehe an den anderen Salon gehen. Mein Ästheticienne ist eng von den Besten. Aber guck mal da auf deiner Stier. Du hast besser dir Hyaluron-Seier spritzen zu lassen. Hier, was? Nicht neidisch. Ich habe mir beim Hautdoktor Botox-Spritze gelost. An engems, woher mir ein Lipomassage gemäht wird. Was? Für die Massage sind Kinder da. Bist du so dichtig, dass du dich von einem Doktor massieren lässt? Ja, weißt du, hin hat mir ein Fettaufsaugung um Bauch und Höllenste gemäht. Lo, guck du. Vierdrun hast du gesagt, du hast aufgeholt. FDH. Mir das war doch bestimmt teuer. Aber was hast du mit deinem Fett gemacht? Martengol für Fußküchenschatz. Entschuldigt, kennen wir eins? Ja, du warst für uns 10 Jahre bei uns am Turnverein. Lo, erinnere ich mich. Du warst dann Marie, gell? Nee, das ist dann nicht. Kennst du es nicht mehr? Richtig, dann nicht. Du hast eine andere Coiffure. Et wiesel den Almut. Ja. Ein flott neue Kupp hat gesagt, direkt jung aus. Nicht unbedingt. Nee. Du hast auch wel lang Haar. Ja. Es sind bestimmt Extensions. Soll ich mal sehen? Weißt du, Männer von den langen Haaren mehr erotisch. Du gläst nicht, was ich viel Verehrer hun. Verehrer sind nie zu verwerfen. Huse da wenigstens viel suchen. Ja, ich bin immer reicher gefischt. Der Jim bezieht die Loyer von meinem Duplex, der Bob Massagen an Soin de Visage, der Charles hat mir Cabrio geschenkt, und mein Pete von ich an Wellness-Vakanz. Was eine Chance, ja. Ich gehe neidisch. Du für hab ich hart geschafft.
Und da ja bezahlt. Von nichts könnt nicht. Ziel, was hast du danach schon alles gemacht? Hast du wel ein Lipomassage? Nee, ich hatte eine Kryotherapie für die Fetze killen. Oh, ich habe immer gedacht, eine Kryotherapie wäre gut für die Krähen. Pappelapapp, du hast null Ahnung. Bei einer Kryotherapie wird dein Speck mit deinem Apparat ganz kahl gemacht. Gekillt sozusagen. Die Fettzelle stirben auf. Nur einer Seance passt der Glocke und fett los. Also ich habe Pond-Euro. Oh, so ein gute Schwimmbobberem. Hat hier noch den Brustvergrößerung bezahlt? Nee, die habe ich mit einer Menge vom Franz gelegt. Mit deinen Brüsten lässt sich gut schaffen. Lust du das doch einmal machen? Du sprichst zu für all die Sütchen, die eine Frau muss tun. Die jungen Hai, die hängen nie. Los, ich aber 40. Was hast du danach schon gemacht? Sich hat Doder nun de B gespritzt. An der Pupes-Push-Up. Richtig geroden, als mir den, gell? Mir du rappes an meinem Gesicht. Gelieft? Was dann? Was fällt dir schon bei meinem Gesicht? Du bist gelieft. Fallen in der Spritz? Falsch geroden. Ich schon mir 4 Meiner Tauzehe gelos. Auf wie geht das dann? Lampertsbierg ist eine Schönheitsklinik. Sie wohl Hacke Franzosen. Mais bon, das geht nicht. Sie können wunderbar mit Nuller vor dem umgehen. Also, Ende beim Können fuhren sie mit einer dicker Null an einem Plastik vor dem inneren Fall bis bald Nuss. Ich werde Bakellandsterne rot, ich werde Stier und nur bei den Hohen auf der Kaphaut kommen sie nicht raus. Wie schrecklich. Ich hatte ein Lokal noch groß. Oben Kopf gehen die 2 Fäden einfach mit Nähe verknappt. Eine gehen Putze fortgeschnitten. Ich war 2 Wochen hohler Blau am Gesicht. Mehr lo. Ich wie ein 10 Jahre jung. Geht es so? Die hat mich bei nicht immer erkannt. Gehen die Pferde dann nicht los? Emol, wie der Jim mich am neuen Duplex auf der Kusch gehemelt hat. Weißt du, hier kann ich stundenlang Kopf triveln. Oh, das geht. So. Gut. Ob Emol hat hier so ein Plastiksfurt am Grab. Ich so, es wäre der Katze neue Spielsache. Ja. Du notieren sich gewundert. Ich hab du noch kein Katz. Du nicht mal da nur geschafft. Da warst du auf der engen Seite vom Gesicht viel mehr angefallen. Hat ihr dann nicht gemerkt? Das war deichter. An den Tag drauf sind ich durchaus auf der Lampertsbierg an Praxis geschaut. Es war noch Garantie drauf. Für deine Prozedur. Aber was das kostet? Was nicht kostet, ist nicht. Accidente können immer mal rumgeschehen. Wie ich mit Bob den neuen Cabrio ausprobiert hat, sind noch ein paar von meinen hohen Extensions fortgeflogen. Der Bob hat nicht gemerkt. Männer, ich sind sie, wie sie sind. Hast du auch den Lipsen abgeblasen? Wie meinst du? Dein Mund. Ich habe nicht nur die vom Mund, Matthias Luron-Seier abgeblasen. Wie ein danach? Mein Gynäko durch dir nicht gestraft. Hä? Die, wo nehmen wir Frauen holen? Die gesagt doch kein. Die gesagt nicht jederin. Nein, mich roden nicht. Los das machen. Die spürt das. So, Adi, ich muss weiter. Ich habe ein Rendezvous mit dem Piet. Der Piet, das ist doch die, mit dem hat er Wellness-Vakanze geführt. Hoffentlich schmilzt ihm Käfu singen Accessoires an der Hütze von der Sauna. So muss es gut, Jungs. Ja.
Hand an Hand geschafft. Was mein Linkshand nicht fertig bringt, lässt mein Riet leier. Mir auf keinen Fall geht gefunden. Self ohne Help, Selfie ohne Helpy, ich brauch kein Body, kein. Machen alles ganze lang, ohne Helpy, ohne kein. Ein Selfie-Frau und alles am Arm. Kein Selbstzweifel, groß Selbstdisziplin. Das sind Prinzipien, auf der stehen. Beruflich sinnig selbstständig. Das ist ja selbstverständlich. Feiern ist selbst. Online-Shop mit Kappen, Hitburger, 4 auf Kopf. Alles am Arm. Brauch kein blöde Mann, den ich kann. Kein Defizit sprudelt, trudelt auf Futtert. Kein, den um mir hängt an mein Konto sprengt. Kein, dem ich kommt, dann am Bett noch krumpert. Self-life, self-made, nimmer self-date. Auf dem Date dann noch nie zu spät. Self only help. Selfie only help me. Ich brauch kein Body, kein. Only help, only kind. Ein Selfie-Frau und alles am Arm. Halle mich fit mit Self-Defense. Kicken ob Schicken, auf Fachen, ob Pants. Mit Self-Gespräche bauen ich mich auf. Kein Personal Trainer, Self-Coaching als Top. Self-Beherrschung bei Stresssituationen. Self-Control, Self-Relaxation. Self-Only help. Schmutzstörungen Menge bloß. Kein Doktor, kein Problem. Selbstdiagnose. Was sind ich glücklich, nur Hundesche Krit. Mein Selfie-Kit, mein Selfie-Stick. Scheiße Selfie in all frei Minuten. Von Uwe, von Ölle. Plage, Schmatz, Hund. Selfie
Tschüss.